Männer ist der letzte Monat den ersten Teil vom Ken und Daniel ihrem Fiktionsfilm Heaven's Decision gewesen. Der konnte den zweiten Teil schon noch bei seinem Internet gucken. Am Mulch-Kanal Omer wird dezidiert, erst den ganzen Film ohne Unterbrechung nicht ganz zu weisen. Dafür viel Spaß mit der nächsten 4 Stunden mit Heaven's Decision. Der Carlos kennt aus einer armer Familie. Seine Mom hat einen tödlichen Tumor am Kopf und die Familie kann die lebenswichtige Operation nicht bezahlen. Der Marco, sein bester Kollege, verkauft Drogen. Der Carlos gesagt hat Chance, schnell auf Visionen zu kreieren, für seine Mom doch noch zu retten. Geschäft lief gut, bis sie mal. Hey, Helena, ich kann dir alles erklären. Für wen hältst du dich? Bist du blöd am Kopf oder was? Nee, Helena, ich kann dir alles erklären. Ganz hier? Ich soll direkt Schuld an Drogen. Aber werde doch nie machen. Wir verkaufen sie viel. Was liegt? Oh, Carlos. Wie fandest du überhaupt so etwas? Ich meine, die Stadt sogar nicht viel, was zu der und unserer Familie unlässt. Was meinst du, gibt der Pop sogar noch rein? Da lass mich erklären, dass wir der Mama die Operation können zu bezahlen. Carlos, oh Gott. Das haben noch bis wir der Mama die Operation können leisten. Carlos, es gibt noch einer, wer für die Mama zu helfen. Verspreche mir, manchmal, dass du die Mutter abhältst. Hallo? Okay, ich verspreche dir. Wieso der Mama schrift nicht? Nee, das kommt so gut. Gib mal nicht. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Ja. Das ist Marco. Ich habe eine richtig gute Nachricht. Weil so einen richtig großen Deal dabei sehen. Weißt du, wie viel für uns rausspringt? Wie viel? 3.000 Euro, Carlos. 3.000 Euro. Das ist richtig ein Anfang. Aber du gehst immer wissen. Marco! Ja, Karl Nob. Weißt du also, kannst du dafür so abhalten? Doch, das sehe ich nicht. Ich habe alles lang genug gemacht. Geht mir einfach zu gefährlich. Erst die Wunsch mit meiner Schwester schon versprochen. Carlos, du hast schon für uns viel zugesagt. Die erwarten uns. Weißt du, was die Mama macht, wenn ich da länger komme? Die macht keine halbe Sache, gell? Was? Du hast zugesagt, ohne mich zu freuen? Bei ja, so eine Chance kriegst du nie mehr. Hätte ich nicht direkt zugesagt, hätte anders, Pascal. Denk mal drüber nach. Ich weiß nicht. Meine Familie hat schon genug Probleme, Marco. Stell dir mal viel geschieht mir etwas. Meine Mama packt das nicht mehr. Aber was geht dann aus meiner Schwester? Man, nicht geschieht das nicht. Sonst werden wir so im Hintergrund bleiben. Als Versteckung sozusagen. Nach der heute sollen die Mann wirklich gerade gehen. Brauchst du eine Stunde zu stehen, dem Dino zu gucken, fertig. Und der Mann kann endlich gerade gehen. Das ist auch wirklich die letzte Klärung, okay? Ja, ich verspreche mir das. Aber wo ist es? Im Biersch bei der Fabrik. Okay, beim Biersch bei der Fabrik. Okay, ich komme schon mal für eine Position. Alles ciao. Wunderschön viel. Man steht richtig für mich und für meine Familie.
Favorit. Wëse am Fall wo. Ich weiß nicht, ob ich mich angelost habe. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber ich weiß, es gibt kein Zurück mehr. Nervös? Ne. Warte, du könnt ihr waschen den. Blink zurück. Minuten spät. Nach 5 Minuten dann ist vergangen. Was mengen wir?
Victor, er ist abs faul. Warte. Ich erkenne ihn da. Der war mit dem Bruder bei der Gerichtsverhandlung dabei. Und dann? Alles fliegt. Er ist eine Datenbank gehackt. Er ist ein Beweisfoto. Marco! Marco! Hilf mir! Geh mal nicht. Carlos! Carlos!